Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ich will heute ein Thema abgreifen, nennen wir mal ein Hexenthema. Ich werde da ganz viel Streiterei gibt, von bis, wo vielleicht interessant ist, mal auch da ein Tour durch die ganze Geschichte zu machen. Ganz viele Leute, die sich mal am Hexentum, besonders mit Wicca befassen, die kennen aus dem, was sie Wiccan Rede nennen, den Satz von wegen, dass ein Leute nicht schulden soll, weil sowieso alles, was den anderen Leuten gibt, an andere Leute mischt und zufügt, das kommt dreimal zurück. Also ich will mal zu Sekunden lang den Gedanken von Wicca heraus, darüber werde ich auch noch wahrscheinlich einen Podcast machen, weil sobald ihn eigentlich mal so sagt NRW, also wirklich mehr an dem religiösen wie am spirituellen Teil NRW, auch von den Leuten, die so nicht wieder selber ist, nee, also definitiv nicht. Der hat einen ganz anderen Kader, wie bei einer Lebensphilosophie und einfach global der Spiritualität wird. Und insofern geht es eigentlich bei der Wiccan-Rede dann darum, dass in so einer Gedichtform ein bisschen so wie ein Mantra eigentlich abzählt, was die ethischen Dinge sind, die Wicca betrifft. Ja, das ist alles schön und gut. Allerdings ist es eben ganz spannend, immer den Dingen zu sehen, von wegen, dass das dreifach zurückkommt. Lohe den, oder beziehungsweise ich schon am Laufe von der Zeit, wo ich dann im Internet NRW war, eben immer um das Thema gerade sind, hatte ich natürlich immer die zwei Versionen. Der Text hat auf der echten Seite, die Gespräche sind ein bisschen so aufgelaufen. Da sehen, den erstmal um den Zähne getrippelt, da werde ich mich rächen, dem werde ich einen Fluch oder einen Zauber abwerfen, und dann kann er gucken, wo ein eins geht, und dann hat der nächste Tag geantwortet, du weißt, dass das dreifach zurückkommt. Also da kann man die zwei Sachen auseinanderholen, von wegen, ich weiß, dass in der Zwischenzeit auch an der ganzen Gruppe Hexide Bücher den Dingen dran ist, dass sie sozusagen so mal zwischen ganz physischer gesagt, das Recht hat, Karma auf die Sprung zu helfen, wie sie es gerne ausdrücken. Und im Sinne von, wenn irgendein mal etwas undet, dann habe ich Recht, mich dort zu rächen. Das ist der erste Punkt. Ich will den Logistik ganz global abhaken und finde ich immer gesagt, sondern sich mal die Vorstellung, für was die überhaupt bei einem U-Kommen ist. Ich meine, ich habe das Thema Schutz schon ein bisschen abgesagt. Und für mich ist es immer die Dinge, hat es wirklich Sinn, dass Energie darunter zu verschwenden, eigentlich Energie auf eine Person zu bringen, just eigentlich, für das sein eigenen verletzten Stolz Ried kriegt. Weil man darf etwas bei der Sache nicht vergessen, dass wie mit allem das Land gerade nicht Gebiet ist, erstens mal gehen nicht Leute, die trippeln länger auf Face, das ist absolut nicht sich in einem beiswärtigen Dingen. Aber wenn sich bei allem direkt auf den Schlips getrippelt fehlt, da soll immer gucken, ob der Schlips nicht ein bisschen zu lang ist. Wie oft, ich sage vielleicht persönlich, die gut nicht persönlich waren, muss ich in der Arme so ein bisschen mit ranholen. Und plus, also eben den anderen Punkt, bringt es viel, meine Energie an die Richtung zu gehen, anstatt meine Energie zu holen und zu gucken, das, was da geschieht, aus zu retten. Und effektiv, immer natürlich ein ganz physischer gesagt, Thema Karma kann ich auch gerne abgreifen, Karma ist sein Dinge machen zu lassen. Es gibt ein ganz schönes chinesisches Sprachwort, wenn in dich platziert, da sitzt ich bei einem Fluss und irgendwie die Gesetze sind gleich lernen. Ich persönlich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich eine Menge Sachen gekümmert habe, wenn so Sachen vorkommen sind, bei mir mal kontrolliert, wo ich Angriffsfläche geboten habe, wo ich mich vielleicht effektiv schützen wo ich meine Energie kann hingehen, für das wirklich etwas Gutes aus den Sachen entsteht. Und ich habe mich gar nicht mehr um die Person gekümmert, dann ist es normalerweise der Person irgendwie nicht richtig große schlecht gegangen. Da sind ich dann so 3 Jahre mich spät geworden, wo ich dann so gedacht habe, okay, ich habe mich nicht dafür interessiert, ich habe keine Energie hinfließen gelassen. Und dann dreht sich die denen hier Energie, wenn sie da wirklich bösartig ist, sowieso um sie selber. Also das möchte schon sein eigenen Dinge. Ich will zurückkommen zu dem Thema, eben dass es so heißt, das kommt dann dreifach auf dich zurück, beziehungsweise das andere zu tun, wenn ich nicht darunter lebe, dann geschieht das nicht, da kommt das nicht dreifach auf mich zurück. Aber genau da will ich einfach mal das Thema abfassen
aber die vorstellen, inwiefern die Leute eigentlich wirklich eine Idee haben von universellen Gesetzmäßigkeiten, auch wie Energie wirklich funktionieren. Das hat weniger mit den Dingen zu tun, dass das dreifache rumkommt. Weil das sind sich ganz viele Fälle von Leuten, die Hexit NRW sind, natürlich so besonders New Age Esoterik-Hexen und dann eben leider dadurch auch Wicca-Hexen, als das ein bisschen den Dingen, wenn wir da dahinter sitzen und ich so in der, dass wenn es etwas Schlechtes ist, da ist dreimal gestraft, und wenn es etwas Gutes ist, da ist dreimal belohnt, da sehen die Leute den Profit und den Verlust drin. Und dann hören sie ab. Das käme nicht vom selben aus der eigenen Ethik gehandelt, aber sie machen eigentlich weil irgendetwas du hast, also für der Sache aus der Face zu gehen. Wo schon für mich auch, was besonders Wicca betrifft, genau gesehen ganz klar ist, wie weit das Ganze noch immer unchristliche Religion gebunden ist. Der hier geht an die Seite, wenn es ein schlechtes Mist, da kannst du an den Hell und du wirst bestraft, genauso gut wie wenn ich auch den Buddhismus holen, manchmal den Teil bis River gepackt und ich schwätze nicht vom Zen-Buddhismus, den dann auch an dem Sinn karriere seht, ja, wenn es etwas Schlechtes ist, da kannst du als niederes Wesen, was da sollen die ja sind, kannst du dann erreichen. Also den Strafeffekt und den Belohnungseffekt, der spielt da ein bisschen so eine Rolle. Hier steht also so, weil Leute so, ich glaube nicht darunter, da geschieht das nicht, dass du darunter dann nur etwas wahrer hast. Für mich spielt eine sehr eine große Rolle, dass, komm, wir holen mal zu, so können lang die Idee raus, dass das dreimal rumkommt. Und dann mal einfach raus, weil darum geht es uns nicht. Das ist unser Schuss, für die Leute Druck zu machen, für die Leute so mit Zuckerbrot und Peitsche an eine Richtung zu kriegen, mehr als das nicht. Hier steht aber auch, dann geht den erst verflucht an den Erspeses, weil an den, was weiß ich, was wirklich an die Richtung möchte, dass die, wenn die sieht, wenn ich mich schützen, da könnt das nicht mich. Ich weiß, dass ganz viele Leute der Meinung sind, ich bin immer so nicht lang genug geworden. Wie ich schon vorhin erklärt habe, ich schon Leute gehabt, die mir richtig alle wollten. An dem Moment, wo ich mich aus der Sache rausgezogen habe, und aus der Äquation rausgezogen habe, als die Energie bei denen blieben. Weil es tut nicht damit zu tun, dass die sich schützen gehen. Es ist hier Mentalität, die Filter absetzt. Das ist etwas, was an ihnen dran ist. Du können sie so viel so wie sie wollen. Ich glaube nicht darum, das interessiert dein Bewusstsein und das interessiert die Energien, die universellen Energien, sehr wenig. Die Schwingung, die Leute aussenden, an dem Moment mit ihrer Mentalität, ist, ich diene einem Mann und ich schulde einem anderen. Ich will mit Recht raus, mich von irgendetwas persönlich angegriffen zu fühlen, für das ich mit Recht hole, für den dort dann auch können anzugreifen. Genauso gut Literatur, das ist kein Einbahnstraße. Das ist wie ein Computerprogramm. Und das ist nicht, dass ihr seht, wenn ich das Computerprogramm da absetze, dann habe ich mich geschützt. Es kommt aus raus. Das, wie soll ich sagen, die Wurzel aus dem raus, die Leute oder die Person, die das da mischt, an dem Moment, die Wurzel aus der die Person raus, das mischt. Das kann vielleicht nicht Haut an nicht mehr erreichen. Aber das sitzt irgendwie. Aber besonders, wenn das die andere Seite keinen Impact mehr hat, dass den anderen die Energie nicht mehr abfängt, dass den entweder, weil ein anderes das schwingt, die Energie einfach lernst lebt, weil den, ich nenne es mal Flucht zu, so kann man sagen. Die Flucht, die schickt die Person nicht der, aber ein Bild von der. Aber wenn du schwingungsmäßig nicht an das Bild passt, da geht die Flucht unterlernst. An die Energie, die muss aber irgendwo hin, und die geht dann die Person retour, und zwar mit dem Message, den sie dran haben. Ich kann irgendwie verletzen. An der Energie ist das egal, weil wir haben den Dingen, dass alles ähnlich ist, und das ist effektiv, wie gesagt, die kann man nicht isoliert einfach so verdrängen, also spielt es keine Rolle, ob es so ich verletze Person B oder C, und ich halte mich als, und ich meine, ich will als A raus. Hat ich nicht schon etwas über spirituelle Arroganz gesagt, aber du hast es daran. Da leiden Dinge, da leidet uns so den Hocken insofern dran. Was heißt das lo, aber auf der anderen Seite auch, wenn der lo angegriffen geht. Ich habe das Thema schon ein bisschen abgesagt, mit dem Schutz von wegen, dass die ganz viele Menschen, die wir selber schwenkt, ob das die überhaupt auch können. Das ist auch ein Podcast darüber gemacht.
Also das ist natürlich die ganzen Dinge. Was heißt das eigentlich allgemein mit Energien, die der Hut mit Kräften, die der Hut von wegen, dass er so, ja, wenn ich dann noch eine Kraft tun, die effektiv so mal mit zerstörerisch ist, und ich dann nie recht dazu gebrauchen, oder muss ich mal alles von anderen gefallen lassen, und möchte die ganze Zeit bei allem Hand erfroren, wie werde ich das zugelassen? Auch das ist nicht mehr bedingt der Fall. Das ist natürlich, guckt immer eigentlich bei euch selber, das ist für mich ein absoluten Ding, für das nicht immer im Vier könnt an dem Moment, weil wenn so ein Sache könnt, so ein Angriff könnt, wo das schon möglich geht, dann zu sagen, okay, das ist eine Lektion für mich, wo muss ich mich noch ein bisschen nach der Feinschliff machen, das heißt schon nicht, dass lo groß Arbeitsschnur mehr einfach so die Sachen auch nicht am Sinn von, wo muss ich aufpassen, Leute nicht mehr auf die treppeln, wie ich für erzählt habe, da sind da ganz viel, die kommen wirklich mal Sachen, wo diese Schogegraf fehlen an Wellen an dem Recht sehen, wo ich immer so, ich kenne in dem anderen Version nicht, aber wenn ich da gucke, wie die NRW, sie mit der Aggressivität, also den anderen hört wahrscheinlich gut nicht umgegraft, den anderen hat sich wenig gesagt, du gehst auf den Nerv, ich muss natürlich nicht immer mal machen. Ganz oft waren es zum Beispiel so Fälle, dass dann den Typ oder die Frau dann irgendwie in der Partnerschaft ihrer Seite gegangen sind, wie wenn die so drauf sind. Da gebe ich auch nicht bei denen bleiben. Und die holen das dann insofern persönlich von wegen, ja, die haben bestimmte Namen, und dann verflucht nicht durch Jenny und Manny, weil es sich das klingt einfach, weil eigentlich der Stadt oder Hammer. Also dann rennt zurück zu dem Punkt von wegen, was hast du machbar mit denen Energie, beziehungsweise von den Techniken hört. Für mich geht es ein globaler Satz, und den ich immer gucke, mich zu halten. Ich greife nicht an, ich schütze mich nicht mehr bedingt. Mit Leuten sollen wissen, dass ich mich wehren kann. Ich habe Situationen gehabt, wo ich mich nicht geschützt habe, nicht aus irgendeinem banalen oder so mal einem Grund, weil ich Larifari war, mir weil nicht Ulung für mich zu schützen. Wo ich ja noch aber feststellen, dass ich da ein anderes dran habe. Das heißt, zum Beispiel, also zu Fall gehen, auf einem Forum hat gesagt, hey, ich bei Jitfrey Kuckuck, also astral energetisch Kuckuck, was bei denen lassen wir, wo da Leute gesagt haben, entschuldigt schon etwas von Privatsphäre hören, denen das mir egal ist, schon all Rest von der Welt. Du lebst nur nicht 24 Stunden oder 24, 7 Tage in der Woche und immer deinem Schutz, weil die vielleicht mal irgendwie nicht gucken kann. Zum größten Teil sind das sowieso die viel schwätzen, wie die nicht wirklich etwas machen. Und allerdings, wenn dann irgendwie nie, ob irgendetwas, was ich in Zugang ist, also dass sie Foren, dass sie verschiedene Themen gewischt, wie halt Facebook-Gruppen, hatte ich irgendetwas geschrieben, hat denn das gesteuert, hat denn das viel, was ich gemeldet, ich weiß nicht, mir schon festgestellt, dass ich irgendwie nicht mehr länger mal Kummer war. Ja, in dem Moment wird nicht die Person eigentlich ganz freundlich zu gehen, aber wenn das nicht funktioniert, ja, da gebraucht ich auch Techniken für mein oder mich klar zu machen, sagen wir mal so. Also das ist in dem Moment auch den Dingen. Der kennt das alle gut in Hände, wie der will. Das heißt, das ist wie mit allem, was ich scheinbar auf den Weg hin holt, der daraus hat, was ich ausschwenkt. mir überlegt ich, wenn der nächste Jahr meint, wow, da sind den Hund mich aber ugegraf, nun muss ich mich da rächen, und den Ugel was rüber, und ich muss mich da rächen, ob das wert ist, oder ob das just ist, weil der gerade, weil der ugekratzt sitzt, weint, versteht mich richtig, es sind durch so Phase gegangen, ne? Dann leid ich etwas gesund, dann ist ich wow, furchtbar ungetuft gefühlt. Ich mir irgendwie mal dann die Frage gestellt, schon, als den nicht wert, dass ich mich über den abrege, dass den bei mir die Energien aus ist, als den das wert. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt aus den, was kann da Konstruktives mit der Energie machen? Hier steht, dass den anderen laufen lässt, mit Vorsicht zu genießen, am Sinn von, passt auf, dass noch nicht so viel Selbstjustiz mit dir, ob zurückfallen wird. Nicht, weil du eine Regel gibt, die sieht, das kann dreifach ob zurück, aber weil der Gedanke von der Selbstjustiz von ausgeht, den als an dran, das Programmation, das Filter, an der Filter geht an die zwei Richtungen. Aber wenn der du an dir abmacht, für das rauszulassen, dann hast die dir auch ab für ran, beziehungsweise dem Moment, wo die Selbstjustiz die andere Seite nicht undockt, weil den Ernstes schwimmt, könnt das zurück, und der muss mit dem negativen
Wertepegel von der Energie muss der erst dann herumplanen. Aber besonders die Leute, die sagen, ich lebe nicht darunter, dafür geschieht man nicht, aber die passen gar nicht. Die passen nach Mann oder so ab. Und die sagen, ich schütze mich. Ich weiß es nicht, das nicht mal ein trojanisches Pferd. Weil das carrément, das ist so, wie wenn so am Bugs Bunny Film hat den dat so, oder auch an Mickey Mouse hat den dat, dann hast du irgendwo am Haus, dann hatten sie irgendein Monster, ja, ich meine, war Bugs Bunny, ein Monster an Bugs Bunny, als du an ein Zimmer gegangen und dir so gehauen und still wieder gestartet und so, und dann waren so, die Frau hat festgestellt, dass das Monster an der Runde stung. Und das ist ein bisschen das Erdmonster, was der Bannen dran hat, der schickt das nicht raus und der sieht nicht mit der Mathe verbunden. Das ist Energie, die in der Schrift redet, sozusagen. Und die könnt auf eine Art und Weise zurück, weil das Programmation ist, ob die der Rest im Moment angelost hat. Das ist ein Trick bei der Geschichte. Für den Rest, wie gesagt, das ist immer ein Schwarz, dass will, wie der Welt mit diesen Sachen umgehen. Ich persönlich bin der Meinung, ich kann friedfertig sein und bleiben. Das heißt nicht, dass ich mir muss alles gefallen lassen muss. Ich muss effektiv so, dass das, was ich im Moment gerade an den Kurs und an der Formation lehren, die ich gerade mache. Du hast den Dingen, du schwätzt, das ist der Fabrice Jordan. Das ist der Meister von der Geschichte an, die schwätzt von einem non sacré, das heißt, den Dinge, wo ihr seht, ich darf nicht dazu zu sagen, ich darf ganz ferm nicht dazu zu sagen, ohne dass das nicht per se nicht geht, eine Person, dass das nicht geht, die Situation, und ich gehe nicht an die Situation an, und ich schloss die Situation auch nicht um mich rund, oder das Beholen von der Person nicht um mich rund, und das betrifft genauso gut, eben indem ich einfach so behandelt und ich muss nicht an den Dingen angehen und so, weil ich nicht so muss ich unbedingt die Sachen bewusst zurückschicken an die Bestrafen, mit dadurch, dass ich nicht so bleibt den 400 dir stehen mit der Energie, mit deren Logat auf mich durchkommen und dann darf den sich selber damit debrouillieren. Das ist vielleicht mal einen anderen Aussatz für die ganze Sache, ein bisschen mehr Bannen dran, auch ein bisschen mehr aus denen Power-Energien zu holen, die an eine destruktive Richtung gehen. Gebraucht die Energie für konstruktive Sachen. Und ich schwätze nicht von positiv an, oh ja, an Licht und Liebe, liebe deinen Feind, an tralala, absolut nicht. Das ist da, wo ihr einfach klar nee seht, und dann sich fragen kann, was kann ich konstruktiv für mich mit der Energie machen oder für Leute, die auch mit Leidenschaft gezogen sind. Voilà. Das war ein bisschen den Tour, das ist vielleicht ein bisschen eine Invitation für die Sachen, ein bisschen Ähnliches zu sehen. Ich auch mal die Gedanken zu machen, inwiefern es gut ist, so Satz immer so aufzurasseln und mal zu hinterfragen, ob das überhaupt mit ihrer Idee an Einklang ist, inwiefern du mit Auferstanden sieht, an dem Moment, wo der merkt, dass der Rest so nicht mehr wäre will, inwiefern der Rest vielleicht zurückhält, erst zu wäre just, nicht zu raschen mit zu wehren, weil der meint, ja, wenn ich mich wehren, dann diene ich dem Job etwas und dann könnt ihr dreifach auf mich zeigen. Das heißt, dass der Sturm vielleicht ein bisschen aus dem religiösen Glaubenssatz rausholt. Voilà, das war dann so ziemlich den Tour. Ich hoffe, der konnte etwas dabei mal rausholen. Merci für den Anlauschtern, und wie immer, schöne Mittag, schönen Abend und gute Nacht.